Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Leute, wie wäre meine Aufstellung gegen Werder Bremen und wie schätze ich Werder Bremen ein? Ja, Werder Bremen hat ja jetzt die letzten Spiele, jetzt haben sie gegen Mainz gewonnen, glaube ich, 1:0 zu Hause, ansonsten 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Hatten allerdings auch Gegner auswärts wie Dortmund und Leipzig. Ja, schwer einzuschätzen, die Bremer gerade, würde ich sagen. Sehr, sehr schwer einzuschätzen. Können am guten Tag mit Sicherheit ein sehr, sehr starker Gegner sein. Können aber auch am schlechten Tag ja, einfach zu bespielen sein, würde ich mal sagen. Mein Tipp ist 3:1 für uns natürlich. Ich erwarte eine Leistungssteigerung der Mannschaft auf jeden Fall. Das wäre schön. Im Hinblick dann auf das Spiel bei Celtic Glasgow. Da sollte man die ein oder anderen Sachen abstellen mittlerweile. Werden wir mal sehen. Wie gesagt, ich bin gespannt auf das Spiel. Ja, Werder Bremen hat leider nicht mehr diesen Faktor, den es früher hatte, so Nord-Süd-Gipfel und sowas. Aber Bremen war ja die Saison auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Ja, und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ganz schwer einzuschätzen für mich gerade Werder Bremen. Ich denke, wie ich schon sagte, das kann in eine Richtung gehen, kann aber auch komplett in die andere Richtung gehen. Also von daher bin ich sehr gespannt, auch wie viel Eier Bremen haben wird, wie sie bei uns auftreten werden. Wir werden es sehen. Gut, gehen wir mal rein. Wie würde ich den Bums aufstellen? Im Tor, ja, Manuel Neuer hat sich ja jetzt nicht groß was zu Schulden kommen lassen, die letzten Spiele. Peretz ist verletzt, Ulle ist die klare Nummer 3 und Ubich ist viel zu kurz da, um da jetzt in die Mannschaft zu kommen. Taktisch gesehen haben wir uns natürlich jetzt ja, die Option rausgenommen, dass wir mal mit 2 Spitzen spielen. Das ist ja hinfällig, nachdem Tell weg ist. Von daher ja, stellt sich die erste Elf eigentlich von alleine auf. Es ist alles fit, außer ein Ito, aber der ist wieder im Mannschaftstraining dabei. Ja, wir werden sehen, in welche Richtung der ganze Bums geht. Wir haben 2 Spieler, die erkältet sind. Wollte man nicht sagen, welche das sind. Von daher ja, werde ich da natürlich oder kann ich da keine Rücksicht drauf nehmen. Und von daher wird es die übliche Aufstellung werden, denke ich. Ja. Also aus meiner Sicht, die einzigen Positionen sind vielleicht die Außenverteidigerpositionen, über die man sprechen kann. Aber ja, für mich ist ein Stani gesetzt, rechter Verteidiger. Aber auch ein Boe ist ja fit. Selbst ein Conny Leimer ist ja auch noch da. Ich glaube, ich würde den Bums mal so machen. Und würde dann echt mit dem Boe noch auf der rechten Seite anfangen. Mein Guerrero weiß ich jetzt nicht. War jetzt auch nicht so die Kanone als linker Verteidiger. Hat mir besser als rechter Verteidiger in den letzten Spielen gefallen. Aber aufgrund der letzten Leistung sehe ich ihn jetzt auch nicht. Von daher würde ich mal mit dem Boe beginnen. Innenverteidigung Upper und Kim sollte klar sein. Eric Dyer als Ersatzmann, aber jetzt wieder Upper und Kim da in die drauf zu hauen irgendwie. Ich fand, der Upper und Kim haben es einigermaßen noch gut gemacht, dass wir so viele Gegentore bekommen haben in den letzten Spielen. Lag an anderen Faktoren als an den beiden alleine irgendwie. Aber da will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. In der Mitte, ja, ich würde auch schon beim Kimmich bleiben. Ist schon okay, die Leistung gewesen. Ja, ich will knallharten Conny Leimer mal vor ihm bringen. Sag ich euch, wie es ist. Pavlo hat mich jetzt die letzten 1, 2 Spiele auch nicht überzeugt. Ja, ein Goretzka ist auch wieder fit. Aber ja, ich persönlich würde einfach gerne mal einen Conny Leimer auf der 8 sehen. Ja, als Pressingmaschine. Ja, auch ein Palinja ist wieder fit. Ja, wäre natürlich auch ein Spiel, wo man Palinja bringen könnte. Aber wie gesagt, ich sehe es jetzt auch nicht, dass man Kimmich rausnimmt. Sollte natürlich jetzt irgendwie die Position im zentralen defensiven Mittelfeld dann nicht ordentlich besetzt werden von Kimmich, ja, dann kannst du halt auch mal
das in Frage stellen und ein paar Linien dahinstellen, ja, der ein klarer Sechser ist und einen klaren Achter davor. So. Kimmich und Palinja klappt irgendwie gar nicht, weil Kimmich dann trotzdem hinten meint, er muss rumrennen, obwohl er die letzten Spiele schon ein bisschen offensiver war. Aber dass er irgendwie der klare Achter ist, das klappt ja irgendwie auch nicht. Ja, von daher würde ich mir einfach mal gerne Kimmich und Leimer ansehen wollen. Ne? Aber ansonsten, ja, ihr seht ja schon, auf der zentralen. Kimmich spielt immer, also haben wir 4 Spieler für eine Position. Ja. Wild, oder? Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Gut, rechte Seite sollte klar sein. Genauso sollte die Mitte und der Sturm klar sein. Da können wir nur hoffen, dass diese Spieler fit bleiben und wieder ein bisschen mehr spielfit werden vielleicht oder vom Kopf freier werden oder sonst was. Und linke Seite ist aktuell auch klar, weil Coman der Einzige ist, der da ansatzweise seine Form hat von den anderen 3 Experten um Sané und Gnabry, was irgendwie alles, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, Alter. Thomas Müller, ja, brauchen wir auch nicht mehr viel zu sagen. Thomas Müllers Zeit ist einfach auch abgelaufen. So, Punkt. Ja, der kann natürlich immer mal noch einen Peak haben, wo er einen gewissen Einfluss hat auf diese Mannschaft. Aber ansonsten, ja, ist da nichts mehr. Und wie wir sehen, wenn man das jetzt nochmal sieht hier in dieser Aufstellung, dass sich dann so ein Freund da hinsetzt und erzählt, ja, wir haben einen super starken Kader, wir sind super stark aufgestellt. Was ist, wenn Harry Kane ausfällt? Wer spielt denn da? Wer spielt da? Thomas Müller, der als Neuner eine absolute Katastrophe ist, aber das nicht geschissen kriegt, sie gegen irgendwelche Innenverteidiger durchzusetzen. Thomas Müllers Stärke ist halt drumherum spielen, aber nicht auf der 9 zu spielen. Serge Gnabry? Ja, wow. Oder kommt dann wieder so ein Move wie Rafa Guerrero als Neuner? I don't know, ja. Also du musst hoffen und beten, dass ein Harry Kane nicht ausfällt. Ja. So, und dasselbe eigentlich auch zu Musiala. Weil auch dann sind wir absolut ideenlos in unserem Spiel. Ja. Auch die Rolle kann Müller nicht ausfüllen. Dann würde ich schon fast eher gehen auf 2 Achter wie Conny Leimer und Pavlo, ja, wenn sie Musiala mal nicht könnte. Anstatt zu sagen, ich ersetze das 1:1, würde ich dann eher die Sache so schieben und einen klaren Sechser. Ja. Das wäre dann vielleicht die bessere Alternative. Aber gut, da müssen wir uns aktuell noch keine Gedanken drum machen, ja. Aber ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass das die Saison noch passiert. Ja, wie gesagt, ich würde, auch wenn die Konkurrenz riesig ist und ein Conny Leimer gerade irgendwie als Rechtsverteidiger abgestempelt ist, was ich so gar nicht fühle, gehört er für mich einfach mal in die Mitte rein. Ich glaube, er wäre da ein Riesengewinn auf der 8. Ja. Es ist super schade, dass man das nicht tut. So würde ich aufstellen, so würde ich anfangen. Wie gesagt, mein Tipp 3:1. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Leute, habt ein schönes Wochenende. Hoffentlich auf ein gutes Spiel am Freitag. Hoffentlich wird es ein guter Start ins Wochenende. Hoffentlich mit einem guten Ergebnis für uns. In diesem Sinne, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.